Bravo, wird gesichert. Salut zusammen, du bist drauf und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute wieder einmal mit einer Pistole, besser gesagt einem Revolver, und zwar einem Executioner oder der Executioner oder machen wir es einfach, aka Stück Scheiße. So, ja, ich spiele es im Hintergrund oder in den Hintergrundclips, sind glaube ich mehrere. Spiele Hardcore und ich weiß jetzt nicht, ob es für Headshots hier empfehlenswert ist, Hardcore spielen. Aber was mir einfach auffällt im Core, da muss man einem den Lauf schon fast in die Ohren stecken, damit man, ja, vielleicht bekommt man immer noch eine Hitmarke, das ist nämlich gar nicht so sicher. Kommen wir zu der Statistik, ich werde euch nachher schon noch genug sagen über die Waffen persönlich. Zwar hat sie 5 Schüsse im normalen Magazin, Extended Max hat sie gar nicht. Revolver mit Extended Max würde wahrscheinlich auch ziemlich blöd aussehen. Max Damage 30 und Min Damage 6. Schüsse tut sie am längsamsten von allen Pistolen, und zwar mit 400 Rounds per Minute. Und von der Distanz, Max Range ist 41 Meter, also bis dahin bekommt man noch Hitmarker. Alles was drüber ist, wird gar nicht registriert. Da verfliegen die Schüsse dann einfach. Hipspread ist Medium, heisst mittelmäßig, und da stimme ich zu. Ich würde zum sicher gehen, also sicher gehen kann mit der Waffe nie, aber zum möglichst sicher gehen würde ich immer zielen, also die Zielvorrichtung. Movement Speed 100% wie bei allen. Extrem ist der Reload, der ist auch ähnlich wie zum Beispiel bei der Remington oder der KSG. Und zwar werde ich euch das jetzt auch wieder ablesen. 1,77 Sekunden für die erste Patrone, 0,62 für jede weitere und 0,78 für den End-Reload. Das sind ein bisschen mehr als 3 Sekunden. Ja, also wenn man nach 5 Schüssen immer wieder muss nachladen und dann 3 Sekunden, da wird es schwer mit mehreren Gegnern. Ich kann euch hier nur empfehlen, mit Fastmax zu spielen. Und ich spiele sie auch im Hintergrund oder in den Hintergrundclip mit Long Barrel, und der erhöht die Reichweite auch noch ein bisschen. Und zwar mit dem Multiplikator 1,16. Also nicht wahnsinnig, aber ja, sonst kann man gar nicht so viel auf die Waffe tun. Einen Schalldämpfer würde ich nicht drauf tun, weil sie ist schon sonst nicht sehr gut. Was man kann machen ist, man kann sie Akimbo-Modus spielen, dann wird sie ein bisschen besser. Aber der Reload, der passt einfach gar nicht. Und jetzt kommt so ein bisschen das Freestyle-Gelaber von mir. Die Waffe, ja, also ich sehe keinen Grund, um die Waffe zu spielen. Es gibt viel bessere Varianten, zum Beispiel eine Handgranate bringt er sicher mehr Punkte, wahrscheinlich auch mehr Kills. Nein, sind wir ernst, wenn man eine Waffe hat wie B23R oder 5.7 Tag 45, Cap 40, alles Secondaries, alles Pistolen, die sind um Länge besser. Und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, mit Abstand die schlechteste Waffe. Also der Executioner. Ich sehe nicht, wo sie glänzt. Also Close Range, das würde eigentlich Sinn machen, weil sie ja auch Shotgun-Munition verschießt. Aber so Close Range, da kannst du eigentlich auch mit dem Messer agieren. Es ist noch irgendwie schwierig, also ich bin kein Fan davon. Ich finde auch nicht, sie sieht hammergeil aus, und das ist wenigstens ein Grund, um sie auf Diamant zu spielen. Ich finde es jetzt nicht so speziell. Und eben brauchen wahrscheinlich noch am meisten in Hardcore. Aber eben sonst, also in Core muss man so saunah sein, dass man einen Headshot bekommt. Und klar, das ist dann auch noch verbindungsabhängig. Wahrscheinlich wäre es in der Theorie nicht ganz so schlecht. Aber jetzt wirklich, ich habe es ja jetzt genug lang gebraucht. Ich muss sagen, Pain in the Ass. Und ich rate euch an, wenn ihr einen Secondary Event braucht, dann nehmt ihr eine andere, weil die ist wirklich unbrauchbar. Falls jetzt aber einer von euch die Waffe unbedingt brauchen, ist mir, als ich jetzt hier die Clips erspielt habe, etwas Wesentliches aufgefallen. Und zwar, dass ich meistens, wenn ich zum Gegner komme, abkassiert werde auf Long Range. Und ich habe jetzt ja nie eine Primärwaffe dabei, wo ich mir meinen Weg freischiessen kann. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr auf Diamant wollt, nehmt nur diese Waffe mit. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte mit Rauch spielen. Dort Gänge zumachen, wo Long Range, wo die Leute warten und man es eventuell weiss. Dann kann ich dort durch, sie sehen mich nicht, meistens auf jeden Fall, wenn sie hier nicht Dualband haben, aber es spielt selten jemand damit.
Und beim Zielerobern hilft das natürlich auch ganz massiv. Da ist noch so ein kleiner Tipp, einfach zum Long Range zumachen, da sind ihr sicher, könnt ihr durchsäckeln und ja, sind dann im Enemy Spawn oder ja, nahe von den Gegnern. Das einfach so als kleiner Tipp. So, aber es würde mich jetzt doch auch noch interessieren, vor allem bei dieser Waffe. Was ist eure Meinung? Aber ich glaube, ich weiss, von was das rausläuft. Aber gut, das wäre es wieder gewesen von Diamonds Are Forever mit der Executioner. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen zusammen.